So, wir gehen jetzt suchen, wenn wir das finden. Wir haben noch ein Cola hier im Glasfläschchen. Da ist das Ganze eine spezielle Geschichte. Wir haben gestern in unserem Restaurant, wo wir waren, etwas offeriert bekommen. Zuerst haben wir ein Bier offeriert bekommen und ein Cola. Das haben irgendwie alle Leute im Restaurant. Dann haben wir gezahlt und noch so ein bisschen Trinkgeld gegeben. Und dann hat sie gesagt, oh, das ist mega viel. Nein, sicher nicht. Dann hat sie uns nochmal so Cola in die Hand gedrückt. Dann haben wir jetzt ein eiskaltes Cola aus dem Glasfläschchen. Und bekanntlicherweise ist das Glasfläschchen das beste Aufbewahrungsmittel für ein Cola. Wir haben unsere kleine Busfahrt überlebt. Wir sind jetzt in Blagai. Hier hat es recht schöne Berge im Hintergrund und jetzt gehen wir zu diesem kleinen Klösterli. Schon nicht zu verfehlen, weil hier jetzt etwa 100 Touristenbusse. Das heisst, wir sind auch auf dem richtigen Weg. Los geht's! So, wir sind jetzt hier das Wägli hintergelaufen und jetzt sind wir eigentlich ziemlich vor einer riesigen Felswand. Und dort hinten ist das kleine Kloster. Jetzt gehen wir das mal anschauen von nachher. Es sieht aber extrem beeindruckend aus hier. Und es hat etwa 100'000 Holzstände gehabt. Auf dieser Seite, bis wir da waren. Also erstens, ich habe meine Kamera lackiert, jetzt hat sie es gut. Aber sie geht noch. Das Problem ist zweitens, ich habe sie lackiert, weil ich einen Filter montieren wollte. Machen wir nämlich ein Bild von diesem Klösterli. Vorher hat es so schöne Wasserpflanzen. Im Wasser. Und mit dem Polfilter, dem hier, kann man so Sachen so ein bisschen entspiegeln, dass man ein bisschen mehr von den Wasserpflanzen sieht. Also wir die mal montieren, und dann machen wir das Bild und dann schauen wir, ob das gut aussieht. Also, ich glaube, es hat gar nicht mal so schlechte Bilder gegeben hier. Das ist natürlich sehr klassische Bilder, die jeder hier macht, aber sie sind trotzdem schön. Jetzt geht es weiter. Wahrscheinlich können wir jetzt mal etwas zu essen suchen, weil es ist richtig heiß und wir müssen etwas zu uns nehmen und trinken müssen wir noch. Weiter geht's! Da ist unsere Wassermelone. Wir haben eigentlich gekauft, etwas zu essen, das hydriert, damit wir nicht zusammenklappen hier jetzt. Ist sie fein? Mega. Besser als in der Schweiz? Mhm. Das ist das wegen dem heiligen Mönchswasser hier. Muss sein, ja. So. Top. Jetzt gehen wir mal zurück. Dann schauen wir mal, wenn der nächste... Oh, das ist Gabel und Melone. Wenn der nächste Bus nach Mostar fährt. Ich habe so verkleinert, um dass ich das füttern kann. Wir haben so eine grosse Pilze rausnehmen. Und das ist gar nicht gut. Also, wir müssen jetzt auf den Bus warten. Und wir haben gefunden, können wir hier gut ins Kaffee hocken. Und wir haben gefunden, ja, dann muss ich doch jetzt mal bosnischen Kaffee probieren. Und ich bin überfordert, aber es gibt Leute, die machen es sich einfach und nehmen einfach ein Cola, sodass sie nicht überfordert sind. Ich brauche etwas Kühles und nicht gerne Kaffee. Das ist meine Ausrede. Ist es fein?
Sehr stark. Starker Kaffee? Sehr stark. Da muss man wirklich Zucker drin tun. So, Piami Cola ist auch sehr stark, muss ich sagen. Wir lesen jetzt den Kaffeesatz. Jetzt schauen wir mal, was in diesem Tassel da so drin steht. Folgt Danis Abenteuer auf Instagram. Cola Nummer 2. Cola Nummer 2. Wir sind auf dem Weg zum Sonnenuntergang. Gestern haben wir ja Location Scouting gemacht und heute gehen wir zu den Locations fotografieren. Und shoppen, aber das kommt dann später am Abend. Jetzt schauen wir mal, das Licht ist so ein bisschen, es hat so ein bisschen Wolken an den falschen Orten, aber es kann glücklich ausgehen, wir schauen mal. Ich habe es komplett vergeben. Wir wollten eigentlich um 6 Uhr hier sein. Jetzt ist 8 Uhr, weil wir zu lange gefilmt haben. In der Altstadt und bei der Brücke und so. Und wirklich genau in dem Moment, wo wir ankommen, geht die Sonne und das ganze goldige Licht ist weg. Und jetzt ist zwar immer noch sehr eine schöne Aussicht, aber einfach halt nicht so schön zum Fotografieren. Das ist jetzt ein bisschen das Problem. Ja, vergeben, würde ich sagen. Scheisse. Ich habe jetzt trotzdem noch mal etwas fotografiert, weil wir sollen ja nicht den Kopf ins Sand stecken, ausser wir sind am Meer. Ich habe nochmal die gleiche Kombi, Pole und Endenfilter. Das nervt mich sehr, weil ich glaube die Komposition hier mit dem Fluss, der eigentlich zu dieser wunderschönen Brücke hinten zeigt, ist recht schön. Aber ja, ändern kann man es jetzt nicht mehr. Das ist leider der letzte Sonnenuntergang in Mostar, darum habe ich es richtig vergeben. Und jetzt hoffen wir mal auf die blaue Stunde, ob es da vielleicht noch ein schönes Bild gibt. Also ein Bild haben wir schon vergeben heute, darum kommt es jetzt auch nicht mehr so drauf an. Haben wir auch noch das Zeug zu vergeben. Und darum probiere ich jetzt schnell irgendwie runter zum Wasser zu schauen, ob vielleicht dort noch etwas geht. Auch mit blauer Stunde und so. Er will über das Wasser. Ich bin mir noch nicht so sicher. Komm, ich gehe über das Wasser. Tada, erfolgreich geschafft. Ja, aus dem Sonnenuntergang ist nicht wirklich etwas geworden, aus dem Cliff Jumper ist auch nicht wirklich etwas geworden. Aber so die blaue Stunde ist nicht so schlecht. Es hat hier wieder da im Hintergrund gesehen, wirklich unzählig viele Leute. Ich habe jetzt hier so eine kleine Location auf so einem Steg gefunden. Und ich glaube, die Leute sind sehr klein und ich glaube, sie fallen nicht so auf. Aber jetzt ist es recht schöne Stimmung. Davor hat es ein schönes Stück flaches Wasser, das wirklich schön spiegelt. Also das ist recht cool. Jetzt ist da gerade ein riesiger Scheinwerfer angegangen. Jetzt mache ich gescheiter mal ein Bild, bevor dann das alles ruiniert. Dort ist es recht ein Dorf. Ich war da vorhin im Böttelen. Dann kommen so 2, 3 Typen zu mir und fragen, «Do you speak English?» Und ich so, «Ja.» «Do you speak German?» Und ich so, «Ja, auch.» Und dann sind sie so im huren Schweizer Dialekt, «Ja, bla bla bla.» Und ich so, «Ja, Schweizerdeutsch?» Und ich so, «Ja, klar.» Und dann haben wir so ein bisschen geredet darüber, was man hier fotografieren und so. Und es ist recht schwierig, einen Vordergrund zu finden. Und ja, das ist so. Sie gehen jetzt noch ein bisschen weiter hinten.
Aber ich bin eigentlich recht zufrieden mit meinem Bild. Ich finde, die Spiegelung ist recht schön und es ist gerade so die blaue Stimme mit den Lichtern und allem. Es ist recht cool gekommen. Aber es ist cool, die Welt ist wirklich so klein. Und falls ihr das Video zufälligerweise seht, seid grüßt.